Also schon den Cupra TCR a Rumänien kauft, den as Rumänien auch Bierschkurse gefuhr auch Champion do gin. Den hat den 2 Liter Motor mat eng Turbo mat 395 sperrt. Den Auto ass gemagi fir Bierschkurs fuhren teech mir en kurziver Satzung wie Circuit. Ja, sind wirklich gespannt können mat ze fuhren. Ja, ich denke Lorenzweiler ass eng Käier dran, ich mein, den nächste Längskneck op der Richter. Du weesech net wie verhält, wie se Stunde am Fogel op der Brems verhält, fir an die Eichtriiert. Dat ass bësse mi tricky, ich denke schon 3 bis 4 Mal, wo ich kann trainieren fir op. Da mis dat Intu so fir racht denkennech, dats d Auto sech ganz gut fährt. Laut dem 4 Besitzer brüchten net extrem séier aus, wann es net direkt und Limit gees. Ja, ich denke zwar, dass da ze mees drin ass. Ich mein, man muss ja net jeich erweisen, wat man können oder wat man net können. Ich will op jeden Fall Bierschkurs-Championat fuhren. Es sind 2002 fir Lasch Bierschkurs gefuhr, dazwischen tunne schon aner Motorsportdachte, wo ich regelmäßig gefuhr sind. Schon lo décidéiert wirklich Championat ganz zu fuhren, eventuell auch mal Slalom zu fuhren, vielleicht den Duell, alles was so an Lützeburg zu fuhren geht, fuhren ist. Ja, ich kann das Auto doch viel zu hören oder Leute, die heute den Auto an Belle-Étoile gucken gekommen sind, die mir ganz positiv Sachen sagen. Aber ich muss auch sagen, schon noch das Jahr ganz reale Sponsoren, die mich schon teilweise jahrelang unterstützen. An andere, die neu beikommen sind. Und voilà, für den zu bieten, muss halt schön sein. Ja, ich meine, der Motorsport ist seit jeher mit dem Namen Lorenzweiler verbunden. Es war der früheren Lokalmatador an bekannten Rennfahrer Ali Kriedel, der für 60 Jahre den damalige Bürgermeister Jos Wohlfahrt und der Präsident von der Écurie Lützburg, den Maurice Benoit, konnte von überzeugen, für einen Bierschkurs zu Lorenzweiler zu organisieren. Die erste Bierschkurs hat den 11. April 1966 op Ostermeinden zu Lorenzweiler stattfand an war net nëmmen de Startschoss vun enger Kurs, méi war den Debüt vun enger ganz grosser Erfolgsstory. Weil seither war op Ostermeinden all Joers de Blaschenter fest an der Hand vun der Bierschkurs. Bis op 2 Joer wo d Kurse missen ausfallen, dat war 2002 an 2003 winst Schwingspest oder Fullegripp ass die Story weitergefordert gehen bis 2012, nur der 45. Edition und demals die Organisateuren, du war schon der Curie Tüttelbiersch mal dran geklommen, mussten Forfait deklarieren aus finanziellen Moyen und noch weil Sicherheitsoplagen so groß sind, dass sie sich nicht mehr konnten dafür begeistern, für einen Bierschkurs zu organisieren. Entretemps hat sich aber rund um den Pol Kreier eine Gruppe von Motorsportbegeisterten gebildet, an die 2004 einen Club gegründet, den Racing Action Lorenzweiler heißt, kurz RAL 04. Von denen in am Fogel nicht viel hören hört, mit die aber hier Motorsportaktivitäten noch gegangen sind, bis 2023, wie sie am Schäferrot vierstellig gesehen, mit der Idee für eine Ausstellung zu organisieren, mit dem Thema Motorsport, mit Autoren, Sportsautoren und noch Oldtimeren rund um die Schule. En Memoire, aber auch von der Bierschkurs. Bon, gesagt, getan. Und der Succès sollte ihnen recht geben von der Ausstellung, sodass sie das Jahr danach eine zweite Edition direkt an den Druck gehangen haben.
Aber bei dieser zweiten Edition haben sie dann noch bekannt gegeben, dass sie den Birschkurs nicht ableben lassen. Damals hat keiner so richtig darüber gelebt, aber sie haben nicht fertig gebracht. Sie haben nicht hingekriegt, für einen Birschkurs zu organisieren. Sie haben alle Autorisationen gehabt und du hast doch gemeint, sich dem nicht verwirrt. Wir wissen, dass so ein Kurs nicht für jeden seine Zustimmung findet, aber weil die Organisatoren von jeher immer als Lokalvereine mit abgezogen haben, waren wir auch als Gemeinde da, wir als einen Akkord da gehen. Und ich ging auch sowohl der Écurie Lützeburg, genauso wie der Écurie Töttelbirch, die da noch die Kurse überholt hatten, allo dann RAL 04 zusammen mit der Écurie Lützeburg. Große Merci so, dass sie nach immer auf die gute Zusammenarbeit mit diesen lokalen Vereinen setzen. Weil das ist nicht nur trägt nicht nur dazu bei, dass als Lokalvereine können sich dabei präsentieren und den sozialen Zusammenhang gefördert wird, aber das für sie natürlich auch finanziell ganz interessant. Und dafür so wir ihnen eine große Merci. Und ich gebe jedem, den beteiligt das und dieser Birschkurs, den Hai und der Organisation mitschafft, an den Hai eine Hand mit upackt, eine große Merci so, dass sie das machen und dass sie an ihnen felicitieren, dass sie schon jetzt eine zweite Edition von der Birschkurs fertig tun. Ich freue mich auf Ostermeinden, das Jahr, den 6. April 2026, Rendezvous zu Lorenzweiler. Das die 60. Veranstaltung von der Birschkurs, also 60. Birschkurs heute zu Lorenzweiler. Ich meine, wir sind wirklich voll der Präparativen, die Kinder sind noch mal selber. Wir haben ein paar Neuleute mit dabei. Da ja die Écurie Lützeburg, die hat den neuen Präsident gekriegt, den aber gerade so engagiert ist, wie das Jahr für drin, für auch mitzuarbeiten. Auch da eine große Merci an die Écurie Lützeburg. Ich meine, wir als Racing Action Lorenzweiler kriegen da länger auch so nicht gestemmt. Wir ergänzen uns da perfekt dran. Wir sind wirklich ein Team, das proper zusammenschaut, da Privés von Job Diana kann verlosen, und wo sie Stärkte sind, und Schwächten, und das gleichen wir eben so perfekt aus. Ich meine, für zurückzukommen auf den Kurs, wir haben ist für den 60. Geburtstag natürlich ein bisschen etwas aufhalten gelassen. Wir haben ein paar Vedetten, die auch früher heute schon den Birsch gemacht haben. Ich meine, wie den Bruno Lianello, mit dem Landschirm am S4 den Ruf kennt. Wir haben die Leute aber auch ein bisschen etwas auf den Plateau gesagt, für zu gucken. Ich meine, wie zum Beispiel den Falken Drift Team, die auch heute werden sind, mit einem Special Guest mit dabei, sodass die Leute wirklich genug Motorsport zu Gesicht kriegen. Wir haben doch fertig gebracht, durch die gute Zusammenarbeit, die bei Écurie Lützeburg, Belsch Championat der RACB, davon hat sie überzeugt, für dann noch für den 60. Geburtstag den belgischen Championatslauf führen zu kommen. Das heißt, da kommen noch dann ganz große Vedetten aus der Belgien Ruf mit fantastischen Autos. Also wir haben wirklich das Jahr etwas zu bieten. Was mich aber äußerst, soll ich sagen, überrascht hat, das ist wirklich ein Engagement von der Gemeinde Lorenzweiler für den Event. Der Pol hat man schon davon geschwärzt, dass der Teil wirklich die Tradition nicht nur en Surface, dass man wirklich tief sitzt an der Gemeinde, und das merke ich noch. Ohne Soutien von der Gemeinde wäre das gar nicht möglich, das ist ganz klar. Und zusammen habe ich mit dem Racing Action Lorenzweiler der Pol schon nur geschwärzt, das funktioniert doch. Wir sind 2 Jahre bestellt. Wir sind auch immer vielleicht ein bisschen an der Flitterwochenphase, aber wir ergänzen uns ganz gut. Dem Pol sind Leute hier vom Terrain. Die Écurie Luxemburg als erster bisschen mit dem Traditionsverein, den vielleicht mehr den historischen Aspekt mit bringt, aber auch mit dem Soutien von unseren Leuten eng Hand mit upackt, muss man mal so sagen. Ich bin immens froh, dass mein 1. Jahr Präsident von der Écurie Luxemburg den 60. Geburtstag fällt von der Birschkurs. Für mich ist immer ein Amalgam. Écurie Luxemburg als Lorenzweiler Birschkurs, respektive Lorenzweiler Birschkurs als Écurie Luxemburg. Das ist an meinem Kopf war das immer so, seit den 80er Jahren. Da sind ich immens froh, dabei zu sein.